Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Theis. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Es ist unser Gebet als Kirche, dass du Gott durch diese Message besser kennenlernst und in deinem Glauben wachsen kannst. Und am heutigen Tag beginnen wir eine neue Serie, die heißt Mundwerk. Mundwerk. Und heute wird es um das Thema der Dankbarkeit gehen. Ja, unser Reden, was wir sagen, hat ja eine ganz große Kraft. Wenn Menschen dir Komplimente machen, wenn Menschen dich bewundern, wenn Menschen dir Wertschätzung ausdrücken, wenn Menschen dir ihre Liebe ausdrücken, das tut etwas, oder, mit unserem Herzen. Menschen dir sagen, ja, es ist so schön, dass es dich gibt. Hey, dein Leben ist ein Segen für mich. Hey, es ist immer wieder eine Freude für mich, dich zu sehen. Oder wie du mit den Dingen umgehst. Ich kann nur lernen von dir. Ich glaube, wenn wir solche Worte hören, solche Sätze hören, die tun etwas in unserem Herzen, tun etwas Gutes, die bauen uns auf, die stärken uns, auch wenn wir uns vielleicht manchmal gar nicht so stark fühlen. Aber sie bestätigen Gutes in uns. Und auf der anderen Seite können Worte, können Beziehungen für immer zerstören. Verletzende Worte, ständig kritisierende Worte. Niederreißende Worte, Böses, Erniedrigendes, solche Worte treffen die Seele des Menschen und zwar zutiefst. Man hat einmal eine Studie gemacht, weiß nicht, ob sie stimmt, und hat gesagt, dass 10 Worte des Lobes so viel wiegen wie ein Wort der Kritik und des Bösen. Und durch Worte selbst wurden viele Beziehungen auf dieser Welt schon zerstört, und zwar für immer. In Jakobus 3 sagt uns die Bibel etwas ganz Spezielles. Sie sagt nämlich dort, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Wir haben früher jeweils noch gesungen in der Sonntagsschule, ein Funke ist schon genug, um ein ganzer Wald oder ein ganzes Feuer anzuzünden. Und ich denke, was fürs Positive gilt, gilt eben genauso auch fürs Negative. Und ich glaube, dass die Bibel sagt, dass das Organ in unserem Leben, das am schwierigsten zu kontrollieren ist unser Mundwerk. Und Hand aufs Herz, wer von uns hat nicht schon Dinge gesagt, wo er sagte, oh, hat ich's doch nicht gesagt. Und ich denke an David, der gesagt hat, Herr, lege du deine Hand auf meinen Mund, oder, damit ich wirklich nicht sage, was nicht gut ist. Und wir wollen doch unser Mundwerk, denke ich, gerade auch wenn wir Jesus kennen, wir wollen es nutzen, um aufzubauen. Unser Mundwerk, unser Mund unsere Worte soll dazu dienen, Menschen aufzubauen, Gutes zu tun. Was haben wir für eine Botschaft? Keine richtende und auch keine schlechte, sondern eine gute Botschaft. Die haben wir zu verkündigen. Und übrigens nicht nur im Gottesdienst, sondern das soll unser Leben, unser Lebensstil werden. Und heute geht es um das Thema Dankbarkeit, dass wir lernen, dankbar zu sein und Dankbarkeit auszudrücken. Und ich habe euch einen kleinen Videoclip mitgebracht, der hat mein Herz so berührt, der das so auf eine wunderschöne Art und Weise ausdrückt. Yay! Yeah, I'm happy. Oh, I love you. Banana. Banana. You got a banana. Oh, gosh. You need help? Yeah. Yay! Yeah, I'm happy. Oh, I love you. Wow!
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich hat das Video berührt. Und zwar das Folgende war eigentlich geschehen. Ein Vater schenkte seiner Tochter eigentlich mehr so wie soll ich sagen, ein Flachwitz, war eigentlich nur eine Banane und dachte, um sie eigentlich im Negativen zu überraschen. Und dann sieht sie die Banane und drückt ihre ganze Dankbarkeit aus. Ich weiß nicht, wann du Gott das letzte Mal so für eine Banane gedankt hast. Aber wenn das nicht Lob ist, wenn das nicht Dankbarkeit ist, ich denke, ja, wir können manchmal lernen ja von den Kindern. Und ich möchte mit euch zunächst einmal hineinschauen, was ist eigentlich der Wert der Dankbarkeit oder warum ist Dankbarkeit so wichtig? Und zwar, Dankbarkeit ist wie keine andere Technik eigentlich in unserem Leben dazu da, nicht nur dankbar zu werden, sondern zufrieden zu werden. Der Psychologe Dr. Henning Freund, er ist Professor für Religionspsychologie an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg. Er sagte Folgendes: Dankbarkeit ist die Voraussetzung für Zufriedenheit. Wenn ich dankbar bin für das Gute in meinem Leben, bewahrt mich das zugleich vor Unzufriedenheit, nämlich davor, mich nach Dingen zu verzehren, die ich nicht haben oder erreichen kann. Wer von euch hätte schon gewisse Dinge gerne, würde sie gerne sehen, auch während Corona und sie nicht möglich? Eine dankbare Grundhaltung hilft sogar, vor Depressivität zu schützen. Und dann erläutert er weiter und er sagt, Dankbarkeit kann sogar als reines Verhalten gelernt werden, indem wir, auch wenn wir es nicht fühlen, lernen zu danken und Dankbarkeit in unserem Leben auszudrücken. Und das Interessante ist, die Zufriedenheit, die kommt danach. Dankbarkeit geht voran. Und ich denke, wie viele Menschen sehnen sich nicht nach Zufriedenheit in ihrem Leben. Und hier sagt uns er ist übrigens eine theologische Hochschule gewesen, sagt er uns Zufriedenheit, die dazu führt. Es tut noch etwas. Dankbarkeit schützt uns in unserem Leben vor destruktiven Denk- und Verhaltensmustern. Ich wurde noch mal so zurückerinnert an die erste Geschichte in der Bibel, wo es schief ging. Da stellt Gott die ersten Menschen in einen herrlichen, ich nenne es jetzt mal Park, mit Tausenden von Bäumen und Früchten und herrlichen, einfach von einer absoluten Herrlichkeit in den Garten Eden. Und dann kommt die Schlange mit einem Baum inmitten der Tausenden von anderen und sagt, weißt du was? Ihr habt zwar all die anderen 1000 Bäume, aber das, was dir fehlt, ist das eine. Und er macht dieses eine Promille so groß, weckt Unzufriedenheit im Leben der ersten Menschen. Und wir wissen, was daraus gekommen ist. Anstatt dankbar zu sein für all das Viele und Gute, kommt der Teufel so oft und macht eine kleine Sache in unserem Leben so groß. Und wir vergessen es, dankbar zu sein und denken nur, wenn ich das brauche ich noch, um zufrieden zu sein. Und ich denke, es geschieht so schnell auch in unseren Beziehungen. Ich denke, in Ehebeziehungen, da kann man sich an der einen Sache, an jemandem so stören oder in einer Kleingruppe, an der einen Sache so stören bei einem Menschen, dass man die anderen 10 Dinge, für die man dankbar sein könnte, für die man dankbar sein sollte, völlig außer Acht lässt. Und diese eine Sache wird zu einem Riesenballon, wird zu einer riesigen Sache und daran am Schluss gehen irgendwo Beziehungen eben auch kaputt. Und ich denke an Menschen, die beständig darüber sprechen, was ihnen fehlt oder was ihnen andere nicht geben und warum sie nicht recht bekommen und sich beklagen über immer irgendwelche Dinge. Es gibt die klagenden Leute auf dieser Welt. Übrigens, es ist nicht schön, mit ihnen zusammen zu sein. Das muss ich dir nicht sagen. Aber das Interessante ist, solche Menschen werden nie zufrieden in ihrem Leben, weil sie davon ausgehen, mir fehlt immer irgendetwas, um zufrieden zu werden. Und wenn ihr Bedürfnis gestillt ist, kommt das Nächste. Und sie stellen fest, sie werden wieder nicht zufriedengestellt. Und das Interessante ist, sie merken nicht, in welchem teuflischen Gedankengebäude sie in ihrem Leben sich eigentlich drin bewegen.
Schaut, Dankbarkeit in unserem Leben beginnt mit einer tiefgreifenden Umkehr. Einer Umkehr in unserem Denken und Sinne, nämlich, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir haben und auf das konzentrieren, was gut ist und lernen dafür dankbar zu sein. Das ist diese Umkehr, die wir brauchen in unserem Leben. Und übrigens, wenn wir so lernen, dankbar zu sein, in ein Leben der Dankbarkeit zu kommen, wir werden die Hoffnung nie verlieren, wir werden auch nie verbittert sein, wir werden auch nicht zynisch werden in unserem Leben, weil Dankbarkeit das andere bei weitem überwiegt. Nun, ich weiß, manche Menschen, es gibt viel Literatur darüber, auch über Dankbarkeit, auch von namhaften Psychologen. Und es stellt sich sicher die Frage, braucht man Gott überhaupt, um Dankbarkeit zu lernen? Und ich möchte euch sagen, nein, du brauchst ihn nicht. Man kann Dankbarkeit lernen ohne Gott. Man kann lernen, eine Grundeinstellung im Leben zu bekommen, dass man lernt, dankbar zu werden für die Dinge, die da sind im Leben, für die Dinge, die gut sind. Ja, was ist dann der Unterschied? Jetzt habe ich euch vielleicht schockiert und ich sage, die Predigt kannst du auch ohne Gott umsetzen. Nicht ganz, nicht ganz. Und zwar erst in dem Moment, wenn wir unseren Dank an Gott richten können, wird unser Dank auch sinnvoll. Schaut, an wen richtest du deinen Dank, wenn du Gott nicht hast? Du richtest ihn vielleicht irgendwo an das Leben, irgendwo an eine imaginäre Kraft oder den Zufall, was auch immer. Aber weißt du was? Es wird immer etwas Unberechenbares da sein. Der Booster für die Dankbarkeit ist wenn wir unseren Dank an den richten dürfen und können, von dem alles Gute kommt. Und die Bibel sagt so etwas Wunderbares, auch im Jakobusbrief, bevor Jakobus nämlich auch spricht über die Gefahr, dass unsere Zunge so viel Negatives ausrichten kann. Und er sagt, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Liebe Freunde, die Ursache, der Grund für das Gute in unserem Leben hat einen Namen und der heißt Gott. Und das macht unsere Dankbarkeit auf der anderen Seite so eben auch sinnvoll. Und es macht die Dankbarkeit in unserem Leben auch nachhaltig. In dem Sinn, auch wenn wir vielleicht an Momente kommen in unserem Leben, wo wir nichts mehr verstehen, wir haben immer noch einen Grund, dankbar zu sein Gott gegenüber. Nun, was sagt die Bibel zur Dankbarkeit? Das Erste ist, Dankbarkeit ist nicht etwas, das wir nur einmal tun oder sonntags, danke Herr Jesus für den Gottesdienst, danke fürs Abendmahl, sondern Dankbarkeit ist ein Lebensstil, eine Haltung, die normale Haltung der Christen. Ich möchte es sogar so sagen, Dankbarkeit ist der normale Lebensstil der Christen. Also, das heißt in anderen Worten, wenn wir noch nicht gelernt haben, dankbar zu sein, sind wir noch nicht im normalen Leben, das Gott für uns eigentlich vorbereitet hat. Und zwar, was heißt das? Kolosser 3, 17. Alles, was ihr tut mit Wort oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Hey, was immer du tust, tu es mit Dankbarkeit. Wenn du am Glätten bist, daheim, danke Herr Jesus. Wenn du im Garten bist, danke Herr Jesus. Wenn du das Frühstück machst, danke Herr Jesus. Tu es mit Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass du die Dinge tun kannst, die du tun kannst. Wisst ihr, manchmal sind so viele Dinge selbstverständlich für unser Leben und manchmal erkennen wir erst, was wir haben, wenn wir es nicht mehr haben. Tu die Dinge mit Dank. Das ist der Lebensstil des Christen. Kolosser 4,2. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Danke, danke Jesus. Das ist unser Lebensstil. Zweitens, Dankbarkeit ist auch der Wille von Gott für uns. In 1. Thessalonicher Brief 5,16, wir haben es schon gehört in unserer letzten Serie, ich glaube Stefan oder Manu hat es zitiert, heißt es, seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht, seid dankbar.
denn das ist Gottes Wille für euch, die er Jesus Christus gehört. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das heißt, wenn wir aufhören, in unserem Leben dankbar zu sein, wenn wir aufhören, Dankbarkeit auch auszudrücken, liebe Freunde, dann sind wir Gott nicht mehr gehorsam. Wenn die Bibel sagt, es ist Gottes Wille für euch, sagt er nicht, ich habe euch eine Option, sondern ich will das für euch. Und wisst ihr, wenn Gott etwas für uns will, dann will er es immer zu unserem Besten. Genau. Er weiß, wenn du aufhörst, dankbar zu sein, wirst du die Zufriedenheit in deinem Leben, wirst du die abbauen und zerstören. Und du wirst ein bisschen herzbürstig für die anderen. Es ist Gottes Willen. Und das Interessante, es heißt nachher gleich, unterdrückt nicht den Heiligen Geist. Mir scheint im Zusammenhang mit diesem Vers vorher, das auch ein Zeichen zu sein, dass wir die Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben unterdrücken, wenn wir aufhören, dankbar zu sein. Ist schon interessant, wenn Menschen sich ausstrecken nach der Erfüllung oder der Taufe im Heiligen Geist. Ich durfte viele Menschen diese Erfahrung auch begleiten. Ist interessant, in dem Moment, wenn Menschen anfangen, einfach Gott zu loben für Jesus, ihn zu anbeten, das ist fast, ich sage mal, die natürlichste Haltung, wo Gott seinen Geist schon gibt, wenn es schon darum geht. Und es scheint mir auch, dass Menschen, die dankbar sind in ihrem Leben Gott gegenüber, dass die mehr von den Wundern und Zeichen Gottes erleben, als die Griesgrämige, weiß auch nicht, die einen sauren Stein machen. Unterdrückt nicht den Heiligen Geist. Ist schon interessant mit der Dankbarkeit. Und dann, die Bibel sagt es auch deutlich, dass Dankbarkeit sich auf unsere Befindlichkeit positiv ausdrückt. Und ich dachte, wenn wir etwas brauchen während Corona, dann brauchen wir eine gute Befindlichkeit. Und hier ist ein Schlüssel dazu in der Dankbarkeit. Das heißt nämlich im Psalm 103, und ihr kennt den alle gut, lobe den Herrn meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und die Bibel sagt, hey, denke darüber nach, was Gott dir Gutes getan hat. Ich gebe dir nachher noch viele, viele Ideen. Aber das Lied, das Matt Redman geschrieben hat, 10,000 Reasons, 10.000 Gründe, ist eigentlich aus dem Grund geschrieben worden, wir haben viel mehr Gründe, als wir oft daran denken, Gott einfach Danke zu sagen. Und es ist interessant, dann heißt es in dem Psalm 103, heißt es nachher, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Es scheint mir im Zusammenhang dieses Psalmes, dass Gott uns Folgendes sagt: Wenn du lernst, darüber nachzudenken, was Gott dir Gutes getan hat, wenn du nicht vergisst, was er dir Gutes getan hat, wenn du dir diese Dinge vor Augen hältst, dankbar bist, weißt du, was dann geschieht? Du wirst fröhlich. Und wer fröhlich ist, der bleibt jung. Wer fröhlich ist, bleibt jung. Und ich denke, wie gut ist unser Gott zu uns, wie viel, ich sage mal auch als Seelenhygiene tut unser Gott für uns. Es ist Gottes Wille, es ist unser Lebensstil und es ist wirklich zu unserem Nutzen, dass wir es lernen, dankbar zu sein. Und das vierte, was uns die Bibel sagt, ist, dass Dankbarkeit unser Gebet effektiv macht. Die Bibel sagt, sorgt euch um nichts in Philipper 4, Vers 4, um nichts, sondern betet um alles und sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Wisst ihr, es gibt so diese Gewohnheit von manchen Menschen, dass sie immer am Schluss des Gebetes sagen, in Jesu Namen, Amen. Und ich möchte auch niemandem das wegnehmen. Wenn du es sagen möchtest, sag es auch. Aber vielleicht ganz kurz, 2 Dinge dazu. Erstens, wenn wir am Schluss sagen, im Namen von Jesus, dann heißt das noch nicht, dass wir im Namen von Jesus gebetet haben. Im Namen von Jesus zu beten bedeutet gemäß dem Willen oder gemäß dem, was Jesus auf dem Herzen hat. Dazu musst du nicht mal sagen, im Namen von Jesus. Macht das Sinn? Du kannst nämlich nicht einfach deine eigenen Wünsche sagen und sagen, im Namen von Jesus, sondern dein Gebet muss im Willen sein von Gott, was Gott möchte.
Und ich denke, vielleicht könnten wir sogar in diesem Jahr Folgendes sagen. In unserer Kirche, jedes Mal, wenn wir beten, sagen wir vielleicht nicht in erster Linie am Schluss im Namen von Jesus, sondern wir sagen, und wir danken dir, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Gebete erhörst. Wir danken dir, dass diese Sache in deinen Händen nun ruht. Wir danken dir, dass du am Wirken bist. Und warum ist es so wichtig, dass wir unser Gebet mit Dank beschließen? Schaut, wir drücken damit Glauben aus. Glauben aus für Dinge, die Gott jetzt noch nicht, die wir noch nicht sichtbar sind, aber wir vertrauen der Treue und der Allmacht Gottes, dass er tun wird, worum wir ihn gebeten haben. Darum dankt ihm am Schluss, okay? Und ich kann euch sagen, mit Danke im Gebet zu schließen, das macht auch dich im Gebet viel, viel sicherer, als wenn du sagst, oh Herr Jesus, bitte, 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 mach doch bitte, Amen. Es ist so anders, wenn du sagst, Herr Jesus, ich vertraue dir. Nun, wie können wir in Dankbarkeit leben? Ich möchte euch 3 ganz, ganz praktische Dinge mitgeben, wie wir in dieser Dankbarkeit leben können. Und zwar das 3x3 des Dankens. Keine Angst, ihr müsst euch nicht 9 Dinge merken, nur 3. Und zwar erstens, 3 Gründe, wofür wir dankbar sein können. Und zwar das erste ist, dass wir ganz einfach lernen, das ist der einfachste Dank, Gott zu danken für das, was wir haben. Heute Morgen habe ich Gott gedankt. Danke für meine Jeans, danke für meine Schuhe, danke für meinen Pulli. Es gibt Menschen, die haben es nicht. Ich danke dir, durfte ich aufstehen. Danke, darf ich in den Gottesdienst gehen. Danke für meine Familie, danke für meine Kinder. Danke fürs tägliche Brot. Danke für das Wunder des Sahara-Staubs. Zweimal im Jahr Wüste bei uns. Wir haben so viel Grund, einfach für Dinge des Lebens zu danken. Und wisst ihr was, wofür wir immer danken können? Für Jesus. Für sein Heil, dass wir ihm Danke sagen täglich. Für Vergebung, für Gnade, für neue Kraft, für seine Treue. Dass wir lernen, für diese Dinge Danke zu sagen. Das ist der einfachste Dank. Der zweite, der ist schon etwas anspruchsvoller. Dass wir lernen, Danke zu sagen für die Dinge, die kommen werden. Schaut, wir beten vielleicht morgens, und es ist immer gut, auch mit dem Tag mit Gebet zu starten. Danke ihm für das, was kommt. Danke ihm für den Tag, der auf dich zukommt, für die Arbeit, die du tun kannst, für die Begegnungen. Und ich mache das so, ich sage Gott, danke für die Begegnung, die ich heute habe mit Menschen, auch wenn ich von vielem noch nicht weiß. Danke für die Arbeit, danke für die Gespräche. Danke, dass ich überhaupt Arbeit habe. Danke, darf ich diese Dinge tun. Und wisst ihr, was mich so motiviert? Dass es heißt im 1. Korinther 15, 57, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Das heißt, der Tod umfasst eigentlich sogar alles, was auf uns zukommt. Nichts ist schlimmer als der Tod. Und Gott sagt uns, hey, ich will dir Sieg geben. So darfst du in den Tag gehen. Gehe mutig in den Tag, gehe kühn in den Tag. Sag nicht, oh, immer noch Corona, immer noch Corona, immer noch Corona. Wie willst du da Leute anstecken mit der Freude, die du hast in Jesus? Sage mir, geht's einen guten Tag. Ich gehe mit dir in den Tag. Fange an zu danken für das, was kommt. Und das Dritte ist, dass wir es lernen, Danke zu sagen, auch im Leid. Und das ist vermutlich die anspruchsvollste Form des Dankes. Die Bibel sagt uns nirgends, dass wir Gott Danke sagen sollen für Böses oder für Schlechtes, aber dass wir lernen sollen, Gott Danke zu sagen in diesen Zeiten, in Corona. Amen. Ich sage nicht Gott Danke für Corona, aber ich höre nicht auf, ihn zu danken in dieser Zeit, in der wir sind. Und schau, du gehst vielleicht durch Leid, du gehst vielleicht durch Not und dort wird der Dank dann eben, bekommt eine neue Tiefe. Es heißt in einem der Psalmen, Psalm 50, Vers 23, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Was hier drin beschrieben ist, ist das Dankopfer. Das heißt, Gott Dank zu bringen
auch wenn es uns etwas kostet. Auch wenn unsere Gefühle 1000 Dinge sagen, aber nicht, ich habe jetzt Lust zum Danke sagen. Das ist das Dankopfer. Schaut, und da geschieht etwas. Die Bibel sagt, wenn wir lernen, Gott Dankopfer zu bringen, öffnet Gott einen Weg zur Rettung. Und ich möchte euch ein paar Beispiele dafür geben. Beispielsweise, du bist vielleicht irgendwo im Leid in deinem Leben. Hast irgendwo Leid, körperliches Leid, seelisches Leid. Du fängst an, Gott Danke zu sagen und plötzlich erkennst du vielleicht zum ersten Mal, dass auch im Leiden drin ein Sinn da ist. Ich möchte nur ein Beispiel machen, ein einfaches, du hast das Bein gebrochen. Und du sagst Gott jetzt inmitten dieses Leides, Herr, ich danke dir, auch wenn ich es nicht verstehe, aber ich höre nicht auf, dir zu danken. Und weißt du, was dann geschieht? Plötzlich bist du neu dankbar, lernst du dankbar zu sein, hey, für die Dinge, die so selbstverständlich waren, dass du vorher einfach laufen konntest. Wann hast du Gott zum letzten Mal Danke gesagt, dass du laufen konntest? Und plötzlich fangen wir an, für Dinge in unserem Leben neu dankbar zu sein, die wir vorher vielleicht gar nicht gesehen haben, für die wir vorher nie gedankt haben. Schaut, wir tun noch etwas, wir lernen, Dingen nicht nachzutrauern in unserem Leben, sondern dankbar zu sein für das, was noch möglich ist. Ich hatte im März letzten Jahres, obwohl ich es nicht wusste, hatte ich Covid-19 und habe es dann im Juli vom letzten Jahr habe ich den Test gemacht, habe die Antikörpertest gemacht. Das hat sich gezeigt, ich hatte es. Und ich weiß, ich habe seither einen großen Teil meines Geruchssinns verloren. Und jetzt könnte ich jammern und klagen, dass ich nicht mehr riechen kann. Aber ich sage, ich bin Gott dankbar, dass ich noch schmecken kann. Versteht ihr? Es ist so ein großer Unterschied. Dankbarkeit, das Dankopfer zu bringen, heißt, wir lernen dankbar zu sein, was immer noch möglich ist, was wir noch haben, auch wenn wir Verlust erlebt haben im Leben. Als der Eva zum ersten Mal schwanger war und die Schwangerschaft dann abgebrochen wurde und wir sehr, sehr traurig waren über die ganze Sache, die da geschehen war, war zum Glück nicht so weit fortgeschrieben, aber es hat sich gezeigt, dass es hat sich kein richtiger Mensch entwickelt. Am Schluss durften wir wie Hiob eben auch sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, gelobt. Und weißt du, es ist interessant, wir trauern dieser Sache nicht mehr nach. Wir sind immer noch traurig in dem Sinn, aber es ist nicht etwas, das uns seelisch belastet, der Verlust, den wir damals erlitten haben. Der Name des Herrn sei gelobt. Wir lernen es inmitten des Leides, unser Lob Gott eben auch zu bringen. Und das sind die 3 Dinge. Für die Dinge dankbar sein, die wir haben, die kommen werden. Und das 3, auch inmitten des Leides, Gott zu danken. Und warum 3 mal 3? Es ist mein großes Vorbild in der Bibel. Es ist Daniel, der 3-mal am Tag sich hinkniete, Gott lobte, ihn anflehte. Und es heißt, der Gott 3-mal am Tag dankte, dankte, dankte. Liebe Freunde, ich glaube, wir können solche Dinge in unser Leben wirklich einbauen. Ich möchte euch ein paar Beispiele machen. Am Familientisch. Betet wirklich mit den Kindern. Und zwar nicht einfach nur, ich weiß, man will nicht überfromm sein. Und ich meine auch nicht, dass man eine Gebetsstunde machen muss aus dem Tischgebet. Bitte nicht. Das stoßt die Kinder dann mehr ab, als dass es ihnen hilft. Aber vielleicht ist es eben auch sinnvoller, wenn wir uns Zeit nehmen zum Gebet, Gott wirklich bewusst Danke sagen, anstatt nur Halleluja, Amen, bless the food. Und es gibt so, ich glaube, man kann einfach, man kann extrem sein in beide Richtungen. Aber lasst uns doch diese Tischzeiten des Gebets auch pflegen, wo wir es irgendwo können. Und Gott Danke sagen. Ich sage immer Danke. Danke fürs Mami, wo gekocht hat. Meine Köchter finden, ist das selbstverständlich? Sagen, nein, ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wir lehren auch unsere Kinder, Danke zu sagen. Wie seid mir?
Ich weiß, es tönt so altmodisch, aber es ist so wichtig, dass Kinder lernen, dankbar zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, was man im Leben hat. Du kannst in Kreativität deinen Dank ausdrücken Gott gegenüber. Vielleicht ein Bild malen, ein Lied schreiben, ein Gedicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gott Danke zu sagen. Dankbarkeit zu lernen. Nun, warum ist es nicht immer so einfach? In Lukas 6,45 sagt Jesus, ein guter Mensch bringt aus seinem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Liebe Freunde, warum ist es oft so schwierig, zur Dankbarkeit zu kommen? Warum ist unser Reden so oft von vielen anderen Dingen durchdrungen, aber nicht von der Dankbarkeit? Das Problem, das liegt in der Gesinnung unseres Herzens. Was wir hier denken, worüber wir hier nachsinnen, das kommt am Schluss über unsere Lippen. Und manchmal realisieren wir erst, wenn wir mit der Heiligkeit von Gott konfrontiert werden, welche Dinge über unsere Lippen gekommen sind, die alles andere als hilfreich oder aufbauend waren. Ich denke an Jesaja. Erst in der Heiligkeit von Gott realisiert Jesaja, hey, meine Lippen sind unrein. Wir sind ein ganzes Volk mit unreinen Lippen und er fleht zu Gott, reinige meine Lippen. Ich denke an das Murren des Volkes Israel, das all diese 10 großen Wunder erlebt hatte und hat doch nicht Dankbarkeit gelernt, sondern fing an zu murren über Gott, fing an zu murren über Mose, über ihren Leiter, fing an zu murren über das Essen. Und die Bibel sagt uns, Gott hat es nicht toleriert, sondern er sandte Schlangen unter das Volk und viele Menschen sind gestorben, weil sie nicht gelernt hatten, dankbar zu sein für das, was Gott ihnen geschenkt hatte. Und dann kommt Mose und er richtet diese eherne Schlange auf. Und das heißt, alle Menschen, die diese Schlange ansahen, wurden geheilt. Und liebe Freunde, ich glaube, das ist das, was wir brauchen in unserem Leben. Wir kommen mit unserem Mundwerk nicht selbst zurecht. Was wir brauchen, ist eine Begegnung mit Jesus. Was wir brauchen, ist eine Begegnung mit seinem Tod am Kreuz, wo er gelitten hat und bezahlt hat für die bösen Gesinnungen und die Worte, die unbedacht oder böse oder negativ über unsere Lippen gekommen sind. Jemand hat dafür bezahlt. Und jemand hat schlimm dafür bezahlt. Jesus am Kreuz. Aber wisst ihr, dieser Jesus, er steht auch vor uns an diesem Tag. Und er will, dass wir zu ihm kommen. Er will, dass wir unsere Herzen ihm bringen, dass wir sagen, Herr Jesus, ich bete wie Jesaja, reinige meine Lippen, verändere mich, verändere mein Herz. Lass mein Leben in dieses Leben der Dankbarkeit kommen. Was heißt es in der Bibel? Wir danken Gott für seinen Sohn. Ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. In dem Moment, wenn wir uns Jesus wirklich zuwenden und wo du auch heute Morgen ehrlich zu ihm kommst, da darfst du Folgendes erleben, wenn du den Namen von Jesus anrufst und sagst, Herr, reinige meine Lippen, erneuere mein Herz. Mein Herz soll übersprudeln sein von Dankbarkeit. Dann wird das Gift der Bitterkeit, dann wird das Gift des Negativen in deinem Leben, das wird neutralisiert. Und du wirst gesund von innen her, du wirst heil von innen her. Liebe Freunde, wenn wir das größte Geschenk von Jesus wirklich haben und lernen, Jesus gehorsam zu sein, ist dann nicht aller Mangel ausgefüllt? Wenn du das Größte bekommst und hast und schätzt, was es gibt, hast du dann an irgendetwas noch einen Mangel? Irgendetwas, worüber es sich noch lohnt, sich zu beklagen, zu grollen, sich aufzuregen? Herr Jesus, wir kommen heute Morgen wirklich zu dir und wollen uns dir nahen im Gebet, wollen, Herr Jesus, heute Morgen bewusst auf dich schauen, auf den, der durchbohrt worden ist, um unserer Sünde willen. Und heute Morgen wollen wir bewusst auf dich schauen, Herr Jesus, auch auf den, der durchbohrt worden ist, auch wegen unserer Worte, wegen unserer
den Dingen, die über unsere Lippen gekommen sind. Im Streit, im Zorn, im Unbedachten, im Zerstörerischen, im Negativkritischen. Und wir kommen zu dir und wir sagen, Jesus, vergib uns unsere Schuld. Und vergib uns nicht nur, sondern mache uns heil. Wir schauen auf dich und wie Israel damals heil geworden ist von dem Gift, und das in ihrem Blut drin war. Herr Jesus, schauen wir heute Morgen zu dich, Jesus, und danken dir, dass uns durch dich Genesung geschenkt wird, dass durch dich unser Inneres heil wird, unser Herz frei, gesund und dankbar wird. Oh, wir loben dich dafür. Und ich möchte dich wirklich bitten, geh du heute Morgen auch wirklich durch die Gemeinde. Geh du durch die Reihen auch zu Hause und berühre du uns. Lass uns eine Gemeinde sein, die es gelernt hat, dankbar zu sein, Dankbarkeit auszudrücken. Ich bitte dich von Herzen, dass etwas Tiefgreifendes an diesem Morgen in unseren Herzen geschieht. Geschwister, ich habe so den Empfinden gehabt vom Heiligen Geist im Gebet, dass er gesagt hat, Gott toleriert die unbedachten und bösen Worte in deinem Leben nicht mehr mit dem heutigen Tag, weil er eine Möglichkeit geschaffen hat, durch Jesus, seinen Sohn am Kreuz, dass dein Leben erneuert wird, dein Reden verändert wird und ein Leben überfließend wird von Dankbarkeit. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade, die hier ist. Und Herr Jesus, ich bete jetzt für Menschen, die hier sind oder zu Hause sind, die sagen, ich brauche diesen Jesus, ich brauche diese Befreiung in meinem Herzen. Ich möchte dir eines sagen, du kannst heute Morgen eine Umkehr tun und dich Jesus zuwenden. Und wenn du das möchtest, möchte ich dich einfach einladen, bete doch jetzt mir dieses Gebet nach und sage, Herr Jesus Christus, mir ist bewusst geworden, gerade auch wegen meinem Reden, dass ich eine Befreiung brauche. Ich bitte dich, Herr Jesus, komme du und vergib mir meine Sünden. Reinige mein Herz und ziehe du ein mit deiner Kraft. Herr Jesus Christus, ich möchte dich einladen, den Gestorbenen und Auferstandenen, ziehe ein in mein Leben und mach aus mir einen Menschen der Dankbarkeit, der erneuert ist durch dich. Ich danke dir dafür. Danke, hast du mein Gebet erhört. Danke, hast du mir vergeben. Danke, beginnt mit dir ein neues Leben. Halleluja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass diese Message mithelfen durfte, dass du Jesus besser kennenlernen durftest. Wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du denkst, dass solche Botschaften und dieser Dienst auch ein Segen für andere sein können, hey, dann unterstütze uns doch. Bitte bete für uns oder du darfst auch geben. Eine Spende würde es möglich machen, dass wir diesen Dienst auch weiterhin tun können. Über SMS, über Twint oder auch online ist das alles möglich. Herzlichen Dank schon im Voraus für deine Gebete. Wir wünschen dir jetzt von ganzem Herzen einen reich gesegneten Tag und Gott mit dir.